Sacharja, wir starten in diese Serie über das Buch des Propheten Sacharja aus dem Alten Testament. Vielleicht hat sich jemand gefragt, komisch, eigentlich sind wir ja jetzt, kommt Palmsonntag, dann kommt Ostern, ist die Zeit von Jesus, oder? Und genau deshalb habe ich Sacharja ausgewählt, weil wir werden ganz viele spannende Dinge entdecken über Jesus. Heute steigen wir einfach mal so richtig ein. Sacharja gilt als einer der spektakulären Propheten, aber auch der schwierigen. Und das motiviert mich umso mehr, um da einfach mal so richtig einzutauchen. Enthält so viele interessante Dinge, wird ganz oft zitiert im Neuen Testament. Es gibt so ganz berühmte Verse auch, die in Sacharja zu finden sind. Vielleicht hört ihr das gleich. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Das ist auch mein Wunsch für den Gottesdienst heute, dass der Heilige Geist wirken darf, dass durch seinen Geist geschehen darf, dass er unsere Herzen berührt und zu uns spricht. Ich habe zuerst einen ganz kleinen Überblick mitgebracht. Dieser Sacharja hat 14 Kapitel, kann man etwa so gliedern, dass wir gleich mal einen Überblick haben. Es beginnt mit einer kleinen Einleitung, dann die ersten 6 Kapitel, das sind 8 Visionen, die vorkommen, spektakuläre so Nachtbilder-Visionen. Dann geht es um die Frage nach dem Fasten, haben Leute eine Frage gestellt, er hat geantwortet. In Kapitel 8 gibt es einen Abschnitt, so ganz konzentriert, ein paar Prophetenworte. Und dann Kapitel 9 bis 14 kommt das ausführliche Prophetenworte über Israel und die Völker und der König, der einmal kommen sollte, den Messias, den alle erwarteten. Und ein Ausleger hat gesagt, ja, am Anfang so diese Visionen und so, das ist schon recht spannend. Dann bei Kapitel 7 und 8 wird es etwas einfacher und dann Kapitel 9 bis 14, das ist dann wirklich kompliziert. Und deshalb machen wir so in dieser Serie. Wir starten heute ganz am Anfang, um so mal einzusteigen und springen dann direkt vorwärts zu Kapitel 9, dort wo es richtig um die Sache geht. Ich möchte euch aber ermutigen, dass ihr diese nächsten Tage, Monate, 1, 2 Monate, Wochen nutzt, um den ganzen Sacharja mal zu lesen. Es sind 14 Kapitel, ist nicht so viel. Vielleicht denkst du jetzt so, oh, das ist aber kompliziert ja, mit diesen Propheten und so weiter. Aber das wäre trotzdem meine Ermutigung an dich, einfach dieses alte Buch hervorzunehmen und einfach zu lesen. Auch einfach lesen im Sinn von nicht kompliziert machen, sondern einfach mal einzutauchen. Ich habe bewusst so diese ganz einfachen Bibellesetipps, wie viele sie von euch vielleicht schon kennen, auch aufgeschrieben und mitgebracht, damit man einfach so hineingehen kann in den Text und schauen kann, was Gott bereit hat. Ich mache das jeweils so beim Bibellesen. Da begegnen einem ja manchmal ganz spannende, einfache Texte, manchmal wirklich schwierige. Und wenn ich einen Abschnitt lese, meistens gibt es dann so einen Gedanken, der springt mich an oder der beschäftigt mich oder der bringt irgendetwas in mir zum Anklingen, in Bewegung. Und da merke ich, da will Gott mir etwas mitgeben und das nehme ich dann mit. Meistens gibt es dann auch einige Gedanken oder so, das verstehe ich nicht im Moment oder das lasse ich dann einfach wie beiseite. Und manchmal gibt es auch so einzelne Dinge, denen will ich dann auf den Grund gehen. Da habe ich eine Frage dazu und das will ich dann vertiefen. Und dort nehme ich dann eine Studienbibel oder schaue, dass ich gute Antworten auch finde. Also so wäre eine Möglichkeit, um mit diesen Texten umzugehen. Und auch mit diesem kleinen Buchzeichen. Ich habe so ein Buchzeichen vorbereitet, wo so diese ganz einfachen Tipps, wie man in die Bibel hineingehen kann, auch in die komplizierten Propheten, aufgeschrieben, mit einer Vor- und einer Rückseite, noch mit so Markermöglichkeiten, wie man auch mit Farbstiften einige Verse in der Bibel markieren könnte. Und ich habe die hinten dort auch zu den Handouts so hingelegt. Also wenn ihr mal wollt, in diesen Prophet eintauchen, mit diesem Buchzeichen, mit diesen einfachen Bibellesetipps, dann nehmt das mit, legt es gleich in die Bibel herein und taucht so in den Text ein. Das erste, was hier steht, ist bete, dass man einfach sein Herz für Gott öffnet. Und das möchte ich jetzt auch tun, bevor wir diesen Text lesen. Danke Jesus für diesen spannenden Text im Alten Testament, ein Sacharja-Buch. Und wir haben schon gehört, es soll nicht durch Heer oder Kraft noch Waffen geschehen, sondern durch deinen Geist. Und das bitten wir dich. Dein Geist ist ein Geist der Wahrheit und so soll und darf er auch in unsere Leben hineinsprechen und uns die Wahrheit zeigen. Aus diesem Text heraus,
aber auch über uns und unser Leben. Amen. Eigentlich ist das Predigen ist ja das Gleiche, wie wenn man einfach die Bibel liest für sich, und heute sind wir einfach alle zusammen, lesen wir auch zusammen die Bibel und schauen, was da spricht. Das Zweite, was dann hier steht, nach dem Beten, das ist das Lesen. Zuerst ganz kurz, hilft es oft, wenn man sich überlegt, wo sind wir eigentlich in der Bibel unterwegs. Huck hat schon 2, 3 Sachen gesagt. Wir sind im Alten Testament, oder? Kann man sich schon mal überlegen, Jesus ist noch nicht gekommen, es ist noch die Zeit vorher. Wir sind da irgendwo unterwegs in der Zeit, nachdem das Volk Israel weg war von zu Hause, in einem anderen Land im Exil, und sind sie zurückgekommen. Und da ist dieser Zacharia. Und dann habe ich es aufgeschrieben, mehrmals laut lesen. Ich habe nämlich gemerkt, dass das etwas hilft, wenn man den Text laut liest und gleichzeitig dann auch hört. Das wollen wir auch machen jetzt zusammen. Diesen Text lesen, gleichzeitig hören. Wir lesen diese Verse, Zacharia 1, die Verse 1 bis 6. Das ist unser Thema heute, dieser Einstieg ins Buch. Also nehmt die Bibel hervor, schlagt diesen Zacharia auf. Der ist übrigens recht einfach zum Finden, weil es ist fast der letzte Prophet im Alten Testament. Also man kann einfach dort schauen, wo ist der Übergang Altes, Neues Testament. Ein bisschen vorher ist der Prophet Zacharia. Wir lesen die Verse 1 bis 6. Wahrscheinlich kann man es dann gleich mitlesen. Übrigens, die Technik probiert seit heute Morgen, den Beamer irgendwie gut in Gang zu bringen. Irgendwo ist hier der Knopf. Also wenn wir das Bild sehen, dann können wir sehr dankbar sein. Und bis jetzt hat es schon am Anfang ganz gut geklappt, oder? Also danke vielmals für all eure Bemühungen, die ihr habt, dass das irgendwie funktioniert mit dem Beamer heute. Zacharia 1. Im 8. Monat, im 2. Jahr des Darius geschah das Wort des Herrn zum Propheten Zacharia, dem Sohn Berechias, des Sohnes Idos. Der Herr ist heftig erzürnt gewesen über eure Väter. Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Heerscharen, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen, und ich werde mich zu euch umkehren, spricht der Herr der Heerscharen. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zuriefen. So spricht der Herr der Heerscharen, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Taten. Aber sie hörten nicht und merkten nicht auf mich, spricht der Herr. Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie ewig? Doch meine Worte und meine Ordnungen, die ich meinen Knechten, den Propheten, gebot, haben sie eure Väter nicht erreicht? Und sie kehrten um und sagten, wie der Herr der Heerscharen vorhatte, nach unseren Wegen und nach unseren Taten an uns zu handeln, so hat er mit uns wirklich auch gehandelt. Das ist der Bibeltext. Wir lesen später noch mehr. Auf diesem Buchzeichen hat es dann den nächsten Abschnitt, nämlich das Hören. Einfach ein paar kurze Hinweise. Zuerst die Frage, was lerne ich über Gott? Also wenn ich diesen Abschnitt so im Ohr habe, mich spricht das an, dass es die ganze Zeit heißt, der Herr der Heerscharen oder Jahwe Zebaoth. Da merke ich, Gott stellt sich mit einem Namen vor, dass er über alle Heerscharen steht. Zuerst denke ich dabei an die Heerscharen Israels, die immer wieder in den Kampf gezogen sind. Und dann denke ich aber auch an die himmlischen Heerscharen, die hier auch gemeint sind. Vielleicht sogar noch mehr, dass Gott über alle Heerscharen aller Himmel steht. Das ist ein Zeichen seiner Macht und seiner eigentlich kosmischen Größe und Macht und Überlegenheit. Und ich staune über einen Gott, der sich mir hier so vorstellt. Vielleicht ist es schon der Punkt, der mich dann anspricht und den ich dann mitnehme und den Tag hindurch bewege. Es hat noch 2, 3 andere Punkte. Was sagt der Text über mich und meine Beziehungen? Was sagt der Text über Zusagen und Verheißungen? Habe ich Fragen, die ich klären möchte? Und dann der nächste Punkt ist Reden und dann auch handeln. Also ich rede mit Gott darüber, ich staune, ich sage im Gebet, danke Gott, dass du so ein großer Gott bist. Und wenn du die Heerscharen der Himmel in der Hand hast, dann hast du ja auch mich und diese Welt und meine kleine Welt in deiner Hand.
Ich komme mit Gott ins Reden darüber und ich handle dann auch danach. Ich nehme das mit in den Tag und bewege das. Also so auf diese ganz einfache Art können wir auch so einen komplizierten Prophetentext nehmen und lesen, mitnehmen, bewegen, uns ansprechen lassen. Wir haben heute ja zum Glück die Zeit, um noch etwas tiefer in diesen Text hineinzugehen. Aber wir machen eigentlich genau dasselbe. Wir lesen den Text, schauen, was spricht uns an, nehmen dann das auch mit, kommen mit Gott ins Gespräch darüber und versuchen danach zu handeln. Wenn wir ganz am Anfang in diesen Text einsteigen, hat es diesen einen Vers, der uns direkt in die konkrete Geschichte des Volkes Israel hinein katapultiert. Und schon dieser eine Vers enthält absolut viele spannende Dinge. Das heißt hier, im 8. Monat, im 2. Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Sacharja, dem Sohn Berechias, des Sohnes Iddos. Also wird dieser Sacharja uns vorgestellt. Und ich habe gedacht, es ist gut, wenn wir uns kurz vergegenwärtigen, was war das überhaupt für ein Typ? Was erfahren wir über diesen Propheten? Der hat ja da gelebt. In was für einem Umfeld? Als erstes erfahren wir, dass er einen Großvater hatte, der Iddo hieß. Und wenn wir jetzt schauen, wird er uns vorgestellt, dieser Iddo, dieser Großvater, dass das einer von den 12 Häuptern war, also 12 Sippen vorstehen quasi von einer Priesterfamilie, die zurückgekehrt ist aus dem Exil, diesen Weg auf sich genommen hat, zurückgekehrt nach Jerusalem und begonnen hat, diesen Tempel aufzubauen. Also der Großvater von diesem Sacharja war dabei, als das Gewaltige geschah und wirklich dieses Volk, das weit weg war von zu Hause, wieder in die Heimat gerufen wurde. Der Name Iddo bedeutet rechte Zeit. Und der hatte einen Sohn, dieser Iddo, Berechia, der Vater von Sacharja. Der Name Berechia bedeutet, der Herr segnet, Jahwe segnet. Und das ist jetzt interessant, über diesen Berechia erfahren wir nichts. Und komischerweise wird in einer Bibelstelle erwähnt, dass Sacharja dann das neue Sippenoberhaupt wurde nach Iddo, nach seinem Großvater. Und wir fragen uns, was ist mit diesem Vater dazwischen passiert? So wie es ausschaut, musste er sehr jung gestorben sein, dass er dieses Sippenhaupt nicht übernehmen konnte. Wir erfahren über diesen Sacharja, dass er in einer Familie aufgewachsen ist, wo er Verlust erlebt hat, allem Anschein nach. Und wir fragen uns, Berechia, diese Namensbedeutung, der Herr segnet, so gesegnet war der Mann ja nicht, wenn er so früh gestorben ist, oder? Was ist da mit diesem Segen los? Wo ist der Herr? Was ist damit gemeint? Und wir haben die Vermutung, dass mit diesen Namensbedeutungen etwas Größeres gemeint sein könnte. Iddo, zur rechten Zeit, die Bedeutung, und es ist die Zeit, in der das Volk wieder zurückkommt. Wo Gott mit dem Volk unterwegs ist, dann Berechia, der Herr segnet das Volk. Man hat plötzlich das Gefühl, dass diese Namensbedeutung von diesen Priestern vielleicht auf etwas Größeres hindeutet. Und dann Sacharja, dass dieser Name bedeutet, der Herr hat an uns gedacht. Also das Volk ist jetzt zurück. Und Gott denkt an sein Volk und will zu ihm reden und schickt den Propheten Sacharja. Das ist ganz interessant, was alles in diesem Namen, in dieser Biografie drinsteckt. Und dann erfahren wir praktisch nichts mehr von diesem Sacharja. Man erfährt noch, dass er jung war, als er aufgetreten ist. Wir erfahren, zu welcher Zeit das war. Ist auch spannend. Ein anderer Prophet, Haggai, ist ganz kurz vorher aufgetreten, nur ein paar Monate. Das war ein alter Mann, der kam mit seiner Drohbotschaft und dann kam dieser junge Sacharja und hat eine sehr ermutigende Botschaft ans Volk. Da habe ich auch gedacht, schon spannend, wie Gott ganz verschiedene Menschen braucht. Vielleicht sind wir ja heute auch hier, bist du heute auch hier und denkst, ja, die haben so coolen Worship gemacht, ich kann gar nicht gut Musik. Und denkst, du bist so anders als andere. Und Gott braucht ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Junge, alte, mit Drohbotschaft, mit ermutigender Botschaft. Ich finde das schon recht cool. Gott hat so ein breites Feld an Menschen, die er gebraucht, jeden mit seinen Begabungen und Fähigkeiten. Und dann haben wir in diesem einen Vers ein bisschen etwas erfahren über Sacharja. Offensichtlich ist nicht er als Person
das, was Gott wichtig findet, das wir heute lesen, sondern seine Botschaft, die er gehabt hat. Und da tauchen wir natürlich ein. Und gleichzeitig erfahren wir einen ganz genauen Zeitpunkt, das merken wir uns. Und was ich auch spannend fand, wie steht, es geschah das Wort des Herrn. Es geschah das Wort des Herrn. Also auf der einen Seite, wie ist das wohl passiert? Irgendwie hat Gott sich ihm offenbart und zu ihm geredet. Auf der anderen Seite ist das oft das, was wir uns oft auch selber wünschen, oder? Dass das Wort des Herrn auch zu uns geschieht. Dass wir plötzlich merken, wie Gott unser Herz berührt, wie er uns anspricht. Und dann hören wir im Hinterkopf Jesus, der sagt, meine Schafe hören meine Stimme, und Jesus, der zu uns reden möchte bis heute. Gott, der immer wieder in unser Leben hineinredet und ruft. Und das ist vielleicht auch der Wunsch, wenn wir jetzt weiterlesen, dass auch das Herrn Wort uns geschieht, dass wir von ihm angesprochen werden. In einem Punkt etwas, was er bei uns in Bewegung bringen will. Und wir lesen jetzt nochmals diesen zweiten kurzen Teil dieser Einleitungsverse. Und es gibt 2 Punkte, die ich mit euch vertiefen möchte. Und das erste ist, Sacharja weist das Volk hin. Schaut mal zurück zu euren Vätern, also zu den Vorfahren, zu den Generationen vor euch, was dort alles passiert ist. Überlegt einmal, was das bedeutet für uns heute. Und das ist so dieser erste Punkt. Was bedeutet das für uns heute, wenn wir zurückschauen, was damals passiert ist? Also wir lesen zuerst, der Herr im Vers 2, der Herr ist heftig erzürnt gewesen über eure Väter. Dann im Vers 4, seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zuriefen, so spricht der Herr der Heerscharen. Kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Taten, aber sie hörten nicht und merkten nicht auf mich, spricht der Herr. Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie ewig? Also sie schauen zurück mit Sacharja zusammen zu den Generationen vorher und sie sehen, da war eine Generation, da hat Gott zu ihnen geredet, aber die haben nicht auf Gott gehört. Da war so eine Phase, sie haben nicht auf Gott gehört. Und dann geht es weiter in Vers 6. Doch meine Worte und meine Ordnungen, die ich meinen Knechten, den Propheten, gebot, haben sie eure Väter nicht erreicht? Und sie kehrten um und sagten, wie der Herr der Heerscharen vorhatte, nach unseren Wegen und nach unseren Taten an uns zu handeln, so hat er mit uns gehandelt. Also es gibt offenbar auch eine andere Generation, die haben diese Worte gehört und haben sie aufgenommen und haben danach gehandelt und sind tatsächlich umgekehrt und haben gesehen, wenn Gott etwas verheißt, wenn er etwas sagt, wenn etwas in seinen Worten ist, dann führt er es auch durch. Und an diesem Punkt, denke ich, wird es absolut spannend, wenn wir mal schauen, was waren denn das für Generationen? An was erinnert sich das Volk damals, wenn sie zurückschauen? Was ist diese Geschichte? Wo steckt das in der historischen Geschichte auch drin? Und deshalb wollen wir mal so richtig reingehen in diese Story. Ich habe hier als ersten Punkt 931, 30 vor Christus. Wir befinden uns ja vor Christus. Da beginnt das Nord- und das Südreich Israels. Viele kennen diese großen Könige Israels, den König David und dann den König Salomo. Und nachher gab es ja diesen Bürgerkrieg, oder? Das Reich wurde geteilt in ein Nord- und Südreich und es kam ein König nach dem anderen. Und ab da begann wirklich so eine Abwärtsspirale. Es gab einige Könige, die haben sich an Gott orientiert, haben auf Gott gehört und sind ihm nachgefolgt. Und Gott hat sie gesegnet, hat Frieden geschenkt. Aber es gab auch viele Könige und Führer im Volk, die haben genau das Gegenteil gemacht. Die haben gesagt, wir wollen nicht mehr mit diesem Gott unterwegs sein, sondern unsere Nachbarvölker, die haben ja noch viele andere coole Götter. Die haben so Religionen und Kulte und Tempel und Götzen und so weiter. Komm, wir machen das mit denen. Und es hat eine Geschichte von einem Auf und vor allem von einem Ab begonnen. Eine Talfahrt. Sie haben Gott misstraut. Sie haben Tempel gebaut.
so Kultorte, haben Götzendienst betrieben, Tempelprostitution, Wahrsagerei, irgendwelche Rituale haben sie durchgeführt, sie haben ihre Familien begonnen zu zerstören, sie haben Ehen zerschmettert, sie haben ihre Kinder ausgenutzt, sie haben sogar Kinderopfer durchgeführt, eigentlich absolut etwas Tragisches. Man kann so förmlich, wenn man diese Texte liest in der Bibel, hören, wie die armen Leute, die Witwen, die Waisen, wenn sie schreien und sagen, Gott, endet all diese Ungerechtigkeit, die herrscht in unserem Land, endlich ein Ende. Arme wurden ausgenützt, es gab riesige Korruption, es gab keine Gerechtigkeit mehr. Eigentlich all die guten Rechtssysteme, die Gott dem Volk gegeben hatte, haben sie nicht mehr beachtet. Diejenigen, die konnten, haben für sich genommen, was sie konnten. Andere wurden unterdrückt. Und man hört so dieses Schreien, wie Menschen da geschrien haben, Gott, schaffe endlich Gerechtigkeit. Erbarm dich uns Armen. Und ich kann manchmal, wenn ich da in diese Geschichten lesen und hineinfühle, so richtig nachempfinden, wie die Menschen sich gesehnt haben, dass doch Gott endlich eingreifen möge und dem Bösen ein Ende bereiten würde. Wisst ihr, was hat Gott gemacht? Er hat Propheten geschickt, die gewarnt haben. Hey Leute, ihr seid auf einem schlechten Weg. Wenn ihr nicht umkehrt, hat das Folgen. Ich kann mir vorstellen, wie die Leute geschrien haben, Gott, mach endlich etwas. Aber Gott hatte Geduld irgendwie. Er hat gesagt, wartet mal, kehrt doch um. Es ist noch Zeit. 330 Jahre lang in etwa hat Gott gewartet und hat aber immer wieder gewarnt. Und dann aber kam es so weit, 606 vor Christus wurde Jerusalem angegriffen und dann auch erobert. Kurz vorher hat Jeremia, der Prophet, noch verkündet. Und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden. Und diese Nationen werden dem König von Babel dienen, 70 Jahre lang. Also jahrhundertelang haben so viele Menschen andere unterdrückt und Böses getan. Und Gott wollte, dass sie noch umkehren können. Sie wollten aber nicht. Und dann hat Gott gesagt, hey, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird es so kommen, mein Segen geht weg. Andere Völker werden euch erobern, euch wegführen. 70 Jahre lang werdet ihr weit weg von zu Hause leben, im Exil. Und so kam es auch, 606 vor Christus wurde Jerusalem das erste Mal von Nebukadnezar aus Babel erobert, nicht vollständig zerstört. Er hat einen Vasallenkönig eingesetzt, aber nach einigen Jahren ist er dann auch wieder von diesem Nebukadnezar abgefallen quasi. Und dann kam es zur zweiten Eroberung, 597 vor Christus, und wieder einer Wegführung von Menschen. Und das ging aber auch nicht lange gut, was da noch blieb. Und 587 vor Christus wurde Jerusalem und der Tempel total zerstört, bis auf dem Boden war nichts mehr da. Also es kam diese Zeit und Sacharja schaut jetzt zurück mit seinen Leuten und sagt, hey, Gott hat das ja gewarnt und jetzt ist es tatsächlich eingetroffen. Wenn wir zurückschauen, die haben nicht gehört. Wieso haben sie das nicht gehört? Wieso wollten sie nicht auf Gott hören? Ein schlechtes Vorbild eigentlich. Aber in dieser Zeit, in dieser Exilzeit ist etwas passiert. Nämlich hat es Umwälzungen gegeben. In einem anderen Königreich, in Persien, kam Kyros an die Macht. Der hat zuerst Medien unterworfen, dann Babylon und hat so, eigentlich wurde er neue Oberbefehlshaber, all diese Völker und Juden auch, die im Exil waren, und hat gesagt, diese Leute sollen doch jetzt wieder zurückgehen. Und tatsächlich gab es dann eine erste Rückkehrgruppe, die ist, das war 536 vor Christus, zurückgekehrt. Dieser Großvater, der Iddo und andere sind zurückgegangen. In Esra 1 lesen wir das. Sie sind gekommen und haben begonnen, den Tempel wieder aufzubauen. Der Altar wurde gerade fertig und sie haben mit den Opferdiensten begonnen, aber dann hat es Unterbruch gegeben. Wir stellen uns vielleicht vor, die kamen zurück und waren voller Party und Freude, oder? Aber das war eine richtig schwierige Zeit. Die mussten irgendwie in all diesen Trümmern überleben versuchen. Es war ein Überlebenskampf. Es hatte Feinde, die das ganze Vorhaben aufhalten wollten. Und so ist es gekommen, dass die Arbeit liegen blieb. Und dann, etwa 16 Jahre später, fast 20 Jahre später, ist der Prophet Haggai 520 vor Christus im Frühjahr gekommen und hat gesagt, Leute, schaut mal eure Häuser an. Es hat einen getäfelten Boden. Und das Haus von Gott liegt einfach so da. Das kann doch nicht sein. Beginnt wieder die richtigen Prioritäten zu setzen. Und die Leute haben gehört, sind hingegangen und haben weitergebaut am Tempel. Das war im Frühjahr. Und jetzt, im Herbst,
Wir haben diese ganz genaue Zeitangabe. Oktober, November, Sacharja gekommen und ist wieder aufgetreten und hat gesagt, hey Leute, jetzt müsst ihr umkehren. Und das Volk Israel, die Leute damals, sie haben gehört und sind umgekehrt. Und sie schauen zurück und staunen und merken, das hat wahrscheinlich eine Rolle gespielt. Vielleicht haben einige von euch schon gerechnet. Also wir haben ja diese Prophetie von diesen 70 Jahren und tatsächlich genau 70 Jahre nach der ersten Eroberung ist die erste Gruppe heimgekehrt und die Leute haben gemerkt, wenn Gott etwas sagt, meint er es ernst. Sowohl wenn er eine Botschaft hat der Warnung, Achtung, ihr seid auf einem falschen Weg, auch dann, das muss man ernst nehmen. Und es ist nicht einfach irgendwie ein Spaß, aber auch die Verheißung, dass Gott nach 70 Jahren wieder etwas Neues machen wird. Wenn Menschen umkehren, auch das meint Gott ernst. Und es gibt die Möglichkeit, Gott beim Wort zu nehmen und wieder mit ihm unterwegs zu sein. Das kann für uns, wenn wir zurückschauen, etwas ganz Wichtiges sein, dass wir auch diese Geschichte, diese Väter, diese Generationen sehen, was Gott gesagt hat, ist damals eingetroffen und so ist es auch heute. Wenn wir aber in diesen Text hineingehen, sehen wir, dass sie nicht nur zurückschauen, sondern dass Sacharja auch eine konkrete Aufforderung für sie hatte damals. Und das steht im Vers 3. Da heißt es, und du sollst zu ihnen sagen, Sacharja soll diesem Volk sagen, so spricht der Herr der Heerscharen, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen, und ich werde mich zu euch umkehren, spricht der Herr der Heerscharen. Vielleicht sagst du jetzt, das ist schon eine komische Botschaft, weil da war ja kurz vorher dieser Haggai und die sind ja umgekehrt, die sind ja hingegangen, haben den Tempel wieder gebaut, die haben ja gehört, wieso kommt jetzt dieser Sacharja schon wieder im Herbst und sagt nochmals genau das Gleiche, wohin müssen jetzt diese Leute schon wieder umkehren oder haben sie schon wieder aufgehört oder was ist da los? Und das wird spannend. Es gibt nämlich einige Parallelen, wenn wir in diese Umkehrrufe hineinschauen, wie Gott sein Volk erweckt und angesprochen hat und Parallelen zu heute. Also wenn wir nochmals zurückgehen zu dieser Liste, dann habe ich jetzt hier so ein Herz hineingemacht bei 536 vor Christus, bei dieser ersten Edikt, bei dieser ersten Rückkehrung. Weil es ist ganz spannend, wenn wir lesen, wie Gott da gekommen ist und die Menschen gepackt und der Geist Gottes sie erweckt hat, dass das wie eine erste Umkehr stattgefunden hat. Es hat nämlich begonnen mit dem damaligen Herrscher, mit dem Kyros. Im Esra 1,1 lesen wir, und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Munde Jeremias erfüllt wurde, den Geist des Kyros. Also Gott wollte zu seinem Wort stehen und er hat den Geist des Kyros, dieses Herrschers von Persien, erweckt. Es ist ganz spannend, wie wir lesen, wie dieser Kyros öffentlich bekannt gab, dass der Gott Israels der höchste Gott ist, der Gott über alle Himmel. Und wer dann auch sagt, diesem Gott gebührt ein Tempel in Jerusalem. Und er hat ein Edikt, einen Befehl geschrieben, dass die Juden wieder zurückkehren dürfen und den Tempel wieder aufbauen. So ist das gekommen. Und es blieb nicht nur bei dieser Erweckung von diesem Kyros, sondern wenig später lesen wir dann im Esra 1,5, da machten sich die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte. Also Gott hat in diesem Moment eingegriffen, hat die Leute berührt, hat sie zurückgerufen, hat sie erweckt und diejenigen, die erweckt wurden, sind aufgestanden und sind diesen weiten Weg in diese Ungewissheit gegangen, in diese Trümmerhaufen hinein und haben gesagt, wenn Gott uns dahin schickt, gehen wir hin, zurück nach Hause und beginnen wieder diesen Tempel aufzubauen. Und so dieser Ruf, kommt zurück nach Hause. Das ist ein Ruf, den wir auch kennen aus dem Neuen Testament. Gott, der uns ruft, wenn wir fern von ihm sind, wenn wir weg von ihm sind, komm zurück in dein Zuhause bei Gott.
So diese Erweckung, die er schenken möchte. Komm zurück zu deinem Vater. Wir haben dieses Bild von der himmlischen Familie, von Gott, der sagt, ich will dein Vater sein. Dann heißt es, wie viele Jesus aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Also er sagt, hey, es gibt einen Weg, auch aus dem Exil, aus der Ferne von Gott, heimzukehren zu Gott. Wieder zurückzukommen, dort wo Gott ist, in seine Familie hineinzukommen. Dieser Ruf zur Umkehr, der erklingt bis heute. In der Apostelgeschichte, da heißt es, da macht Petrus eine große Predigt und sagt zu den Leuten, kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und vielleicht ist das genau der Punkt, wo du auch heute stehst, wo du sagst, eigentlich bin ich so wie im Exil. Ich bin in einem Land fern von Gott. Ich bin mit ihm nicht verbunden. Ich gehöre nicht zu seiner Familie. Aber Gott ruft dich zurück und sagt, du darfst heimkehren. Du kannst heimkehren. Es ist alles passiert. Der Weg ist vorbereitet. Der Weg ist nämlich Jesus Christus, der sagt, du kannst zum Vater kommen nur durch ihn. Und wenn wir Jesus aufnehmen in unserem Herz, dann sagt er, macht er uns zu Kindern Gottes. Und wir dürfen diese Heimat finden, nach der unser Herz sich sehnt, nämlich bei Gott, beim himmlischen Vater. Es gibt aber auch eine spätere Erweckung. Etwa 16 Jahre später, ist etwa das Zeitalter einer Generation, ist eine neue Generation, liegt der ganze Baustopp, oder? Die Arbeit liegt flach. Und offensichtlich brauchte es eine neue Erweckung für die neue Generation. Und das finde ich auch ganz spannend, dass Gott sagt, jede Generation soll und darf wieder neu zu mir, zu Gott finden und mit mir unterwegs sein und sein Ja haben für Gott. Und Gott sucht die Herzen der Menschen und sagt, auch die nächste Generation will ich wieder gewinnen, um an meinem Projekt teilhaben zu lassen. Wenn wir hier kurz mal in diesen Haggai hineinschauen, der da im Frühjahr aufgetreten ist, dann heißt es im Haggai 1,14, und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Restes des Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn, der Heerscharen ihres Gottes, machten. Und vielleicht geht es dir manchmal ähnlich wie dieser Generation damals. Deine Eltern waren erweckt, waren mit Jesus unterwegs und so weiter. Und du merkst plötzlich, dass es jetzt an dir liegt, dein eigenes Herz wieder Gott hinzuwenden. Dass Gott auch dich ruft, als ein Teil einer neuen Generation, dein Herz ganz bewusst Gott hinzugeben. Das ist nicht einfach wegen den Vätern oder den Vorfahren oder den Eltern oder weiß auch nicht was, man automatisch wie ein Teil von Gottes Volk ist, sondern dass Gott auch dich ganz bewusst ruft. Jede Generation ruft Gott wieder neu. Kommt und folgt mir nach, kehrt um zu mir. Das ist eine Entscheidung von jedem Menschen, jeder Generation wieder neu. Und dann interessant, diesem Ruf Haggai sind die Menschen gefolgt, sie wurden irgendwie berührt im Herzen und sie gingen hin und haben an diesem Tempel gebaut, sie ließen Taten folgen. Und jetzt im Herbst kommt aber dieser Sacharja und sagt erneut, Leute, kehrt um. Und wenn wir diesen Bibeltext lesen und anschauen, merken wir, dass wenn Sacharja jetzt hier zum 3. Mal gerufen hat, kehrt um, dann war wahrscheinlich das Herz der Menschen noch nicht ganz bei der Sache. Dann haben sie zurückgeschaut auf diesen Weg mit Gott, aber haben trotzdem noch irgendein Misstrauen gehabt oder so. Sie haben zwar angepackt und wieder gebaut, aber Gott sucht nach Menschen, die ihr ganzes Herz ihm hinhalten, die ganz Gottes Wegen vertrauen und die alles ihm anvertrauen. So hat Sacharja dann ja eben gerufen, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen, und ich werde mich zu euch umkehren, spricht der Herr der Heerscharen. Also Gott suchte nach Menschen, die sagen, ja, mit ganzem Herzen wende ich mich dir zu. Und es ist ja spannend, das Volk erinnerte sich, dass Gott seine Zusagen erfüllt.
dass auch wenn er ein Gericht androht, dass sich das erfüllt, diese 70 Jahre. Und jetzt in diese Situation hinein sagt Sacharja dem Volk, und auch Gott wird sich zu euch umkehren. Also mit diesem Verständnis Gottes Zusagen werden sie erfüllen. Hören Sie das? Kehrt um zu Gott, dann wird auch Gott sich zu euch umkehren. Was für eine wunderbare Verheißung. Ich darf mein Herz Gott zuwenden und darf darauf vertrauen, dass er sich auch uns zuwendet. Und ganz ähnlich sehen wir auch diesen Ruf im Neuen Testament. Wir können uns jetzt ja fragen, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das vielleicht für uns, die wir den Ruf von Gott gehört haben, schon umgekehrt sind? Und jetzt kommt schon wieder der Ruf dieser Umkehr und so weiter. Und es gibt eine ganz spannende Bibelstelle im Neuen Testament, im 1. Korinther 10, wo der Paulus einer christlichen Gemeinde schreibt. Also Paulus schreibt Leuten, die umgekehrt sind, die mit Jesus unterwegs sind, die eine Familie von Gott sind. Und er schreibt jetzt diesen Leuten, dass alles, was im Volk Gottes passiert ist, um ihnen als Vorbild zu dienen. Er zählt dann auf, was die alles in der Wüste gemacht haben, was sie alles nicht so gut gemacht haben. Das und das dient euch als Vorbild und das haben sie gemacht, das ist euer Vorbild und das und das und das und das. Schauen wir zurück, was da alles passiert ist dem Volk Israel. Und dann heißt es im Vers 11, alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also die Christen damals waren die Leute, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Da sind wir immer noch in diesem gleichen Zeitalter und offenbar dient das alles auch als Vorbild für uns. Dann heißt es weiter, daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Vielleicht geht es uns manchmal wie diesen Arbeitern in dieser Situation bei Sacharja. Wir haben diesen Ruf gehört und haben gesagt, ja gut, ich komme wieder mit Gott unterwegs sein. Vielleicht bin ich sogar richtig fleißig und bin mit meinen Taten voll dabei, diesen Tempel zu bauen, das Reich Gottes zu bauen und so weiter. Und merke gar nicht, dass mein Herz gar nicht bei der Sache ist. Oder dass es Dinge gibt, wo ich aufpassen muss, dass ich nicht falle. Wo es Angriffe gibt, wo es Anfechtungen gibt. Weiter heißt es dann, keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über eure Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Also wenn ich diesen Sacharja im Blick habe, diesen Ruf, erneut umzukehren, dann ist das für mich auch eine Mahnung, mich zu fragen, wo habe ich das Gefühl, ja, ich packe an, ich mache diese Dinge, ich bin mit Gott ja unterwegs, aber merke gar nicht, dass ich auch in der Gefahr bin zu fallen. Wo gibt es Dinge, wo ich mein Herz Gott abgewandt habe, wo es ihm nicht mehr ganz hinhalte, wo es gibt es Dinge, die mich wie trennen von ihm, wo ich Gefahr laufe zu fallen oder wo ich versucht werde, wo ich ihm nicht mehr ganz vertraue seinen Wegen, wo ich mich frage, seine Wege, die er gegangen ist mit mir oder mit anderen Menschen, wieso hat er das gemacht? Wo ich Gott seine Güte abspreche, wo ich mich nicht mehr ihm hingeben möchte, wo ich für mich zuerst schauen möchte. Und ich merke, dieser Ruf, kehre um und Gott wird auch sich zu dir hinwenden. Der gilt auch mir. Und in diesem Sinn möchte ich euch ermutigen, in einen Moment der Stille hineinzugehen. Gott hat sein Volk immer wieder zur Umkehr aufgerufen. Und vielleicht ist es an deinem Moment, ist es genau dein Punkt, wo du sagst, ja, ich bin fern von Gott, ich bin nicht zu Hause bei Gott. Könnte es dran sein, dass Gott dich heute ruft, zurückzukommen in seine Familie, wieder bewusst zu ihm heimzukehren? Vielleicht bist du heute auch hier und sagst, ja, ich bin vor allem geprägt durch meine Vorfahren, durch meine Familie, deshalb bin ich hier. Und Gott möchte dich heute rufen als eine neue Generation. Gib dein ganzes Herz mir hin. Und komm du und sei ein Teil von meinem Plan, von meiner Familie. Vielleicht stehst du aber auch an diesem dritten Ruf zur Umkehr, wo du merkst, da sind Dinge eingeschlichen, die gehören nicht in dein Leben mit Jesus. Die trennen dich von ihm. Vielleicht so Misstrauen, vielleicht ganz praktische Dinge, wo du merkst, du hast dich zuerst um dein eigenes Haus gekümmert
und hast die Sache Gottes in den Hintergrund gestellt. Vielleicht möchte dir Jesus jetzt auch zeigen, wo so etwas ist in deinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, 1 Minute der Stille Gott zu fragen, welches ist der Ruf, der heute an dein Herz ergehen sollte. Ja, Jesus, wir haben gelesen, wie das Wort damals an Zacharia erging, wie er zum Volk geredet hat und das Volk hat gehört, darauf geantwortet. Und so ergehen auch deine Worte heute an uns. Du redest auch heute zu uns. Vielleicht gerade in diesem Moment der Stille, im Nachdenken über diesen Text hast du zu uns geredet. Und du rufst bis heute immer wieder neu. Alle Menschen, die fern von dir sind, kehre heim. Komm zurück zu mir. Es gibt einen Weg. Jesus Christus ist der Weg. Er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Was für ein wunderbarer Ruf. Und vielleicht möchtest du uns heute aber auch ganz bewusst sagen, dass du mit jeder Generation wieder neu deinen Weg gehen willst. Dass die neue Generation ein Ja für dich haben darf oder muss, das nicht einfach nur von den Vorfahren kommt. Und auch da möchten wir dich bitten, bewege unsere Herzen. Und hilf uns auch, wenn wir zu den Älteren gehören, dass wir die neue Generation zurüsten dürfen, immer wieder neu ein Ja für dich zu haben und über uns hinauszuwachsen in ihrem Glauben. Und Jesus, ich bitte dich auch für die Momente, wo uns etwas aufgegangen ist, wo du uns zurufst, kehre um. Kehre um, da ist etwas ins Leben gekommen, das gehört nicht hinein. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du da an diesen Punkten unsere Herzen anrührst und dass du uns freisetzt. Dass wir unsere Herzen mit allem, was dazugehört, unser ganzes Leben dir hinstrecken dürfen. Dass wir mit allem dir vertrauen können, dass du einen guten Weg hast. Und wenn es so Momente von Sorge sind, die dazwischen gekommen sind, dann zerbrich du diese Sorgen, Jesus, und schenke Zuversicht auf dich. Und wenn Unverständnis gekommen ist über die Wege, die wir erleben mussten in der Vergangenheit, wenn wir zweifeln, dass du ein guter Gott bist, dann zeige uns neu, wer du bist, dass du ein guter Gott bist und wir uns mit allem dir anvertrauen dürfen, dass du den besten Weg hast, auch wenn er steinig scheinen mag, aber du bist mit uns auf diesem Weg. Aber Jesus, auch andere Dinge, die dazwischen kommen können, ja, wo wir uns selber wichtig nehmen, wo es uns um unseren Beruf und unsere Karriere geht, so wie wir dastehen vor anderen, wenn wir falsche Prioritäten setzen im Leben, ja, rufe uns auch da immer wieder neu zur Umkehr und Jesus, schaffe Neues. Wir geben unsere Herzen dir hin, wir kehren um und geben sie dir hin, Jesus. Dir sollen sie ganz gehören. Amen.